Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drug Dealer Simulator. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht in der Zwischenzeit zwischen den Folgen. Und ich habe tatsächlich einen Weg gefunden über den Zaun, ohne Geld zu zahlen. Das werde ich euch zeigen, sobald es wieder nötig ist. Und dort schädert mein Handy. Was ist los? Neue Nachricht, okay. Und ich habe ein kleines Lager eingerichtet hier in unserem Badzimmer. Weil langsam aber sicher haben wir ein kleines Platzproblem. Ich habe auch alle Rucksäcke und Koffer, die wir bis jetzt haben, hier im Bad her. Ich habe leider wirklich noch nicht herausgefunden, wie dass wir die wieder loswerden. Ja, bis dann bleiben sie im Bad. Und jetzt hat man es schon gesehen, ich habe zusätzlich noch diesen wunderschönen Seesack hier gekauft. Es hat mir irgendwie falsch angezeigt. Es hat mir angezeigt, dass der weniger Platz hat als der grosse Rucksack. Dem ist nicht so, weil mit dem haben wir jetzt 720 Gewicht und 600 Grösse, die wir lagern können. Ich glaube, das ist das Grösste, was irgendwie geht, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich habe noch Nachschub bestellt beim Eddy, für dass wir jetzt die nächste Lieferung vor Gang bearbeiten. Und das sieht so aus. So, wunderbar. Und jetzt seid ihr auch wieder auf dem neuesten Stand. So wie sind wir. Ich habe Stoff geholt, ich habe Taschen geholt, ich habe den Weg über die Mauer gesucht, dass ich jetzt sogar 2 Wege jetzt. Gut. Schön seid ihr mit dabei, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und dann legen wir los. Jetzt hat vorhin schnell da einiges gechattert. Der Gustavo, dann bringen wir jetzt seinen Stoff. Der Eddie hat noch geschrieben, genau wegen dem Paket. Das haben wir gelesen jetzt. Der Adrian hat eine Bestellung, der Marina hat eine Bestellung, der Robin hat eine Bestellung, der James hat eine Bestellung, der Dwayne hat eine Bestellung, der Al. Der Cordian will immer noch nicht für uns arbeiten. Ich brauche einen Dealer. Ah, der Donald. Ja, Mann. Valentina. Yeah, die Schmika will hier Dealer werden. Nice. Biku. Alter, wie viel? Ja, 2 neue Dealer. Finde ich gut, aber zuerst brauchen wir mal wieder Geld, weil unsere Immobilien bezahlt werden. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist schon ein halbes Kilo Gocki. 11, 12, 13, 14, 15 und ich habe hier auch noch eine Folge gemacht, alle 3 zwischen den Folgen. 15 mal 50 Gramm, das ist perfekt. Jetzt können wir auch alles auf einmal tragen, das ist das, was ich gemeint habe mit der neuen Tasche. Irgendetwas hat schon wieder gedüdelt. Was hat gedüdelt? Ja, ist ja gleich. Es geht schon wieder zu leicht aus hier. Toll, Moment. Ich glaube... der Köderschlüssel... Ja. Der Köderkübel schlägt an die Steckdose und der Stecker ist jetzt mittlerweile so drin. Ups. Okay, ja, legen wir los, gehen wir das Zeug liefern.
Horti vorher speichern, man kennt es. Und let's go! Hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt bis jetzt. Wo müssen wir denn her? Da über. Hallo. Ah, es ist nice, man. Ich habe endlich einen Weg gefunden über die Mauer, ohne dass wir diesen huren Bauarbeitern müssen Geld abdrücken. Haben wir da irgendwie hinter uns? Wo denn? Da drin? Okay. Ciao! Boom! Kontaktiere Gustavo. Ja, das machen wir auch gut. Jetzt schauen wir aber gleich noch schnell, ob wir da beim Donald Mackenzie etwas Neues können kaufen können. Ich frage mich halt, ob wir daheim mal ein neues Bett gehen. Das wäre eigentlich schon kein Seich. Aber ich frage mich, wie wir das alte wegbringen. Vorab stelle ich noch kein neues. Gut mal, ich glaube, ich weiß wie. Komm, wir gehen uns jetzt einfach mal. Ein geiles Bett. Eins langt, jawohl. Oh. Ah, wir haben ja Immobilien gekauft. Wir müssen mal wieder Geld auf Geld waschen. Welches ist unser Ursprungsapartment? Bin ich blind oder können wir uns das nicht? Das ist aber nicht das. Ja, geil, wir können es gar nicht dorthin liefern. Ja. Wo stellen wir denn das Sofa her? Auf Stink da, unsere grosse 102 Quadratmeter Wohnung. Warum kann ich das nicht? Ich check es nicht. Okay, ja. Oder komm, ein Marktplatz. Oder nicht? Na komm, wir stellen es dort rein. Egal. Danke. Dann haben wir es nämlich gerade hier und können es mal anschauen. Wir müssen halt irgendwann mal zügeln. Langsam aber sicher. Geil Umweg habe ich jetzt gemacht. Langsam aber sicher müssen wir mal irgendwie zügeln. Weil ich glaube, langsam könnten wir das. Stellen wir das Türchen zu, danke. Und dann mal Licht. Ich glaube, das Schlafzimmer machen wir da hinten, oder? So. Ein schönes grosses Bettchen. Wie stellen wir das rein? Das ist einfach grösser als der Raum gefühlt. Können wir das so drehen? Ist so ein bisschen irgendwie an die Wange an. Wir sind ja alleine. Von dem her müssen wir ja noch von einer Seite dazu kommen. Hey, meine Fresse. So. Boah. Ja. Okay. Das heisst, wenn wir jetzt hier in diesem Apartment warten, läuft die Zeit mal 11. Okay.
Das heisst, umso mehr wir da reinstellen, umso schneller vergeht die Zeit, wenn wir warten. Gut, dann haben wir hier, jetzt haben wir hier ein bequemes Bett. Das ist doch auch schön. Das ist zwar nicht, was ich machen wollte, aber warum nicht? Gut. Und die Türen immer gegen innen auf, das ist gut. So. Was haben wir genau wollen machen? Ich Hurennuss. Der Gustavo kontaktieren, weißt du was, wenn wir uns... Ja, aber jetzt haben wir kein Geld. Okay, mit dem nächsten Geld richten wir uns dort noch einen Laptop und einen Tisch ein. Dass wir irgendwie von überall ein bisschen, ich meine, nicht zurücksäckeln für die Mails. Das wäre mal so kein Seich. Oh, das, ja, eigentlich wäre ja so der Vorteil mit einem Laptop, dass du zusammenklappen und mitnehmen, aber der halt nicht. Stehst. Mann, was tüdelt die ganze Zeit da? Kann man da... Oh. Keine Ahnung. Gustavo, wir haben geliefert. Boom, Level 28. Ja. Wir Coca-Cola holen. Und wie immer nehmen wir natürlich den Rucksack mit. Einfach weil wir es können. Oh, warte, jetzt das heisst, da haben wir ja noch einen Skillpunkt. Ja. Und zwar der Schlauchkopf. Und dann haben wir den voll. Geil. Das heisst, jetzt sollten wir dann wirklich relativ schnell die anderen noch nachher skillen. Hey Gustavo, du, der Koffer scheint ein bisschen kleiner als die anderen Schrauben. Ja, merci. Du bist nicht so der Gesprächigste. Gut, tschüss. Wir checken jetzt heute, wie viel das wir haben. Hey, sorry. Yes, baby. 29.000 $. Ja. Klar passt der Seesack nicht ins Inventar, ist mir auch klar. Wie schwer ist eigentlich das Geld? Jetzt 585 und 292. Eigentlich sollte ja das, also einfach mal, dass es gar nicht in das Ding reingeht, was drin ist, aber eigentlich sollte das in den Seesack gehen. Ich frage mich jetzt, wenn wir das daheim ausprobieren oder muss ich dann wieder, kann ich es dann nicht mehr, ist das dumm? Weißt du, jetzt kommt, wir holen mal noch den Rest von unserem Geld. Und der Seesack, wir tun jetzt hier schnell umpacken. Nein, das machen wir anders. Hau ab. Und zwar gehen wir da hinten. Ich habe nämlich vorhin noch ein bisschen Geld holen für Edits zu zahlen. Sie vielleicht noch sagen. Don't happy, be worry. Und darum ist hier nicht ganz so viel drin wie vorher. So. Hier liegt auch noch ein Koffer rum. Schön. So. Haben wir da noch Geld drin? Nein. Also. Dann können wir den noch da über schmeißen. Gut, jetzt nehmen wir da schnell die Kohle raus. Da haben wir jetzt noch 16.000 Stutz. Und die passen nicht rein. Gut. Einmal. Okay. Da hat noch einiges an Cashplatz. Wenn wir es probieren. Komm, wir probieren es. Wenn wir es nicht probieren, wissen wir es nicht. Geld rausnehmen. Hey, ich fliege einfach nicht irgendwo her, wo ich die nicht mehr nehmen kann. Der Koffer ist leer. Fortschmeißen. Seesack nehmen.
Und das Geld. Fuck. Bitte. Sonst kann ich gleich nochmal laden, bitte. Oh, danke. Danke. Oh Gott, jetzt haben wir schon einen gehabt. Okay, 30.000 gehen in so einen Seesack. Alles klar. Wie viel geht denn jetzt noch? Bleib doch mal da. Wie viel geht jetzt noch in so einen Koffer rein? Ja, easy. Dann würde ich sagen, wir nehmen den ganzen, also fast den ganzen Stutz, den wir haben, und treffen uns mit dem Big Babo, mit dem Gary und waschen mal ein bisschen Geld. Ja, moin. Wenn ich richtig rechne, haben wir jetzt 46.000 im Sack. Wir laufen mit 46.000 durch das Ghetto. Okay. Gut, bleib du mal hier. Und du kommst zu mir. Gustavo. Jawohl. Der Gary. Hey Gary, hast du Zeit? Lass mir da schnell etwas notieren. Moment. Gut, der Gary hat Zeit. Dann spazieren wir mal mit. Haben wir hier auch noch irgendwie Cash, den wir können mitnehmen? Ja klar haben wir hier noch Cash. Also Moment. So. Füllen wir den Koffer mal richtig. Ja, das passt auch alles rein. Was geht denn hier drin? 20.000? Auch etwa. Ja, nice move. Gut, dann hätten wir jetzt ein Total von 49.308 $. Ja, gut. Dann fahr los. Gary steht dort, wo immer nicht mehr an. Jawohl. Ich glaube, jetzt zeige ich jetzt heute, wie wir das mit der Tasche machen können. Also diesen Trick habe ich selber noch nicht ausprobiert. Den habe ich vorhin bei einem Ami-YouTuber gesehen. Das scheinbar funktioniert. Und zwar, wenn man hier, also jetzt muss es ja nicht funktionieren eigentlich, aber ich kann es mal ausprobieren. Wenn man hier, wenn man hier den Sack in die Ecke schießt und nachher da durchgeht. Nichts habe ich bei mir, nichts, nur ein Köfferchen Geld. Dankeschön. Und dann geht man hier von dieser Seite her und es funktioniert nicht. Scheiße. Kann sein, dass sie diesen Fehler schon behoben haben. Mist. Wäre auch zu schön gewesen.
Wir können es noch einmal probieren. Wir tun ihn noch ein bisschen näher her. Ich wollte jetzt einfach wissen, ob das geht oder vielleicht haben sie das schon geupdatet und rausgenommen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen näher dran her. So einmal mehr. Also mehr kann er sicher nicht mehr dran her. Ich kann den auch noch her schiessen. Vielleicht. Brudi, ruhig! Ich laufe nur ein bisschen hin und her. Nein, okay, das funktioniert definitiv nicht mehr so, wie es bei meinem Video funktioniert. Schade! Aber der andere Trick sollte funktionieren, ja. Und den werden wir auch noch machen, gezwungenermaßen. Kann man jemand zusammenzählen, wie manchmal, dass wir jetzt kontrolliert worden. Und schreiben Sie Kommentar. Merci. Danke. Lass mich ja durch. Gott. Also, jetzt müssen wir schnell überlegen, weil. Wir können ja dem jetzt nur einmal Geld geben. Also nehmen wir zuerst den grossen Sack. Wahrscheinlich können wir dem jetzt. Ja. 30.000. Und dann läuft er, glaube ich, schon wieder weg. Ja. Darum war es dumm mit dem Ganzen hier über jetzt laufen. Aber wir können natürlich zurücklaufen und mit dem Rest vom Geld jetzt noch der Eddie zahlen. Warte jetzt mal, ich denke einen schlaueren Trick. Nein, das geht nicht. Ich denke, den Koffer kann ich dann nicht in die Tasche packen. Ist klar. So. Dann machen wir schnell diesen und diesen und diesen. Und dann machen wir diesen. Wo ist mein Geld hergegangen? Drüber, okay. Und dann machen wir diesen. Schön. Bis die ganze Wohnung voll ist. Dann machen wir den und den. So. 19.300, genau. Das sollte eigentlich auch länger für einen Edit vollkommen auszuzahlen. $16.550, jawohl. Aber der Eddy hat auch schon gut Geld verdient mit uns. Ich will nicht wissen, was der für Profite macht, für das er einfach nichts macht, gefühlt. Entschuldigung, der Herr. Hey Adi. Hier ein bisschen Cash, Brudi. Gut. Und wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit, außer Geld spazieren zu führen? Also, und ich würde sagen, einfach mal vorsichtshalber knallen wir noch die nächste Bestellung raus.
17.100 Big Business. Boys, Big Business. 650 gewesen, wie viel gewesen? Okay. Kommt das jetzt eigentlich 17.200. Ja, 690. Nein. 685. Ach, komm. 684. Yes. Wir bestellen 684 Gramm Kokain. Gut. Sherry, da haben wir gelesen. Und ich glaube, wir machen schnell noch. Genau. Wir machen schnell noch ein paar Bestellungen bei unseren Schätzelis. Unsere Dealer ein bisschen versorgen, das muss sein. Und wir müssen eben eigentlich auch die Kleinen versorgen, weil aus denen werden eben auch Dealer. Das ist halt einfach... Was anderes, gell? Was anderes. Hat der Kordian. Der Kordian hat auch bestellt. Den Kordian bringen wir. Und dann nehmen wir noch die... Warte jetzt mal. Die viel bestellen. Noch etwa viel genommen. Oder ein schönes Anzeigenbild. Paul Walker. Schau jetzt. Und dann eine Frau. Der Elbe da etwas. Gut. Ja. Ja, moin. Ich hoffe, ich habe genug Stoff. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Weil jetzt sind wir schon fast wieder auf 30 Minuten. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Merci für einzuschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, für kein Video mehr zu verpassen. Die Glocke aktivieren und so. Hier irgendwo, da, so, findest du übrigens eine Playlist. Und dann irgendwo, oder nein, wird jetzt hier irgendwo, glaube ich, der Abo-Button. Merci fürs Zuschauen. Bis gleich, bis morgen um 12 Uhr. Timo G. Ciao.